Ja, und jetzt heißt es bei uns herzlichen Glückwunsch Kölner Zoobrücke. Die feiert nämlich in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Im Jahr 1966, also vor 60 Jahren, ist sie eingeweiht worden mit viel Tamtam und Prominenz. Und Köln war damals mächtig stolz auf seine neue Brücke, allein wegen der Maße. Spannweite über den Rhein, 259 Meter, Gesamtlänge 597 Meter und breit ist er auch, nämlich 33 Meter. Bis heute ist sie Kölns Brücke mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Schön ist sie vielleicht nicht unbedingt, aber beeindruckt hat sie die Menschen in Köln bei ihrer Eröffnung schon. Eine neue Brücke, ein Meisterwerk natürlich. Hooray! Was Rang und Namen hat, ist zur Einweihung gekommen, zuverlässig, möchte man sagen. Der verantwortliche Bundesminister, der Ministerpräsident, der Kardinal zuständig für den kirchlichen Segen, der Oberbürgermeister, der in schöner Tradition das Band durchschneidet. Doch nein, Walter Fischer tut es, ein 10-Jähriger. Eigentlich sollte es der Oberbürgermeister machen, der sich aber aus der Zuschauermenge den unbekannten Jungen holte. Das ist sympathisch und fabelhaft. Der zunehmende Autoverkehr schreit nach einer weiteren Rheinbrücke und so startet der Bau der Nordbrücke, die, so viel Zeit muss sein, erst ein Jahr später nach einem Leserwettbewerb einer Tageszeitung den Namen Zoobrücke bekommt. Mit dem Baubeginn 1962 lernen wir Laien das Wort Rammschlag. Heute soll mit dem ersten Rammschlag der Bau der neuen Rheinbrücke begonnen werden. Bei der Bedeutung des Objektes erschien es uns angebracht, dies nicht im Stillen, sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, durchzuführen, sondern mit einem kurzen, etwas feierlichen Akt zu begehen. Nach gut 3 Jahren Bauzeit finden die großen Brückenteile hoch über dem Rhein zusammen. Ein großer Moment, historisch und sowieso unersetzbar. Und wenig später dürfen die ersten Fußgänger auf die Brücke. Ja gut, und ein erstes Fahrzeug. Fortan gehört die Brücke ins Rheinpanorama. Hier links mit der Bastei, in der es, die Älteren erinnern sich, tatsächlich mal ein funktionierendes Restaurant gab. Zurück zum Tag der Eröffnung 1966. Die Kölner Zoobrücke, die 8. Rheinüberquerung im Kölner Stadtgebiet, ließ sich am Tage der Verkehrsübergabe als Brückenbauwerk der Superlative feiern. Es ist die bisher breiteste Brücke in Köln, sicherlich auch die teuerste, denn schon sind 113 Millionen Mark verbaut worden für diesen ersten Abschnitt einer Kölner Stadtautobahn. Nebenbei bemerkt, die Aussagen zu den Kosten für die Brücke sind höchst unterschiedlich, weshalb es schwer ist, etwas Vernünftiges zum Preis-Leistungs-Verhältnis zu sagen. Es war jedenfalls ein hartes Stück Arbeit, so steht es am großen Tag in diesen beiden Gesichtern. Der Oberbürgermeister aber mit breiter Brust und verzeihlichem Stolz. Köln ist nicht nur die Stadt mit dem stärksten Brückenverkehr. 220.000 Kraftfahrzeuge überqueren täglich den Strom, sondern ich glaube auch die interessanteste Brückenstadt der Welt. Ah, welch ein Satz. Gut genug für die Geschichtsbücher.